So Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duels Link Evolution. Ich habe in der letzten Folge noch irgendwie erwähnt, ich möchte gerne das Duel gegen Flip Turn Offscreen machen. Da hat er mir dann so von wegen, nee, das schaffe ich auch so hin onscreen und ich hätte es auch beinahe geschafft und am Schluss den dämlichsten Anfängerfehler aller Zeiten gemacht, weswegen ich dann die Folge wieder gelöscht habe, weil, nee, das war einfach so bescheuert doof. Nee. Einfach nee. Und deswegen nochmal von vorne. Stufe des Monsters. Die Kobold ist auch kacke. Ich versuch's mal damit. Moment. Ich schmeiß mal den runter. Die pixende Schwerkämpferin. Pix. Was? Also. Rufen mal ein paar Viecher, weil ich habe ja Lichtschwerter, also gar kein Thema. Können wir mal ein bisschen was aufbauen. Sammelstufe 4, das wäre mir ganz genehm, wenn ich das behalten könnte. Wobei... Ist eigentlich auch nicht so schlecht. So, Empfänger. Stufe des Monsters. Okay, theoretisch könnte ich irgendwie Stufe 16 so machen. Bringt mir jetzt nichts, weil ich brauche eigentlich nur, sag jetzt mal, 3 mal Stufe 1 oder 2 Stufe 4, 3 Stufe 3, 2 Stufe 3 Monster. Okay. Kriegen wir hin, Freunde. Ja. Und der Anfängerfehler, den ich gemacht habe, kann man ganz kurz erzählen. Ich war eigentlich relativ gut dabei gegen ihn. Und dann, also auch mit ihn irgendwie direkt angreifen und so. Und er wollte da irgendwie seine dämliche Zauberkarte gehabt, wo ich nur Monster angreifen kann, die weniger als 1500 Angriffspunkte haben. Und dann irgendwie, ja, hatte irgendwie die schwächere Monster auf dem Feld. Und dann hat er mir so, viel kann ich eh nicht mehr machen. Hab Monster von ihm angegriffen und gemerkt, ich hätte eine Zauberkarte, mit dem ich meinem Monster gesagt hätte, hey, du darfst direkt angreifen. Ich hätte dann gewonnen gehabt. Aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Warum auch immer. Es war so übel, so bescheuert, das ist einfach, nee. Und deswegen, alles neu. So, dann wird das schon mal gehen. Die Hand zurück, genau. So. Und ich bilde das Überlagerungsnetzwerk in meinen Stufe 4 Monstern und rufe den allmächtigen Nummer 39 Utopia. Ja, der hat Spaß. Sehr gut. Würde man sagen, angreifen, vernichten, wa? Und nochmal möglichst lange hoffen, dass er seine scheiß Zauberkarte nicht ziehen kann. Das finde ich jetzt weniger geil. Das schwarze Loch ist schon übel, Freunde, also. Ja, ich weiß, habe ich sie Wiedergeburt, aber ganz ehrlich, ich spare noch auf, weil Schieferkriege sind ein Scheißviech. Ich kann die Karte mal gebrauchen. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Dass der ein schwarzes Loch im Deck hatte, ich glaub's nicht. Die pieksende Schwerkämpferin schon wieder. Ja gut, bringt momentan nicht viel, aber Xyz Wiedergeburt, das bringt schon was.
Nein. Utopia zum Appell. Back to action. So, Utopia. Nein, den Effekt aktivieren. Das Monster muss weg. Das Monster muss weg. So. Jetzt hoffe ich eigentlich, dass er seinen Schieferkrieger noch switcht. Aber ich habe so irgendwie meine Zweifel. Ja doch. Verstärkung für die Armee. Ja, was haben wir da Schönes alles? Ganbara Ritter. Jo. Tsubaba Ritter. Jo, der kommt perfekt. Der ist jetzt für einen Schieferkrieger perfekt geeignet. Nein. Warte mal. Ja, eben. Sparen wir ein anderes Mal auf. Wer dein Effekt war? Ja, okay. Da ist man sicher nie so sicher, welcher Effekt gerade aktiviert wird. So, Freunde, läuft wie geschmiert. So soll es sein, so soll es sein. Einzug, die Lichtschwerter. Die kommen auch wie gerufen, Freunde. Ja, super. Bye bye. So. Muss ein Monster aus dem Weg räumen. Komm schon, mach hin. Dankeschön. Oh, verdeckte Karte. Verdeckte Karten sind nie gut, Freunde. Die sind das pure Böse. Oh, eine nette kleine Axt. Da sage ich nicht nein, grundsätzlich. Also mach es mal so. Okay. Das Buch des Mondes, Alter, aber das lange nicht mehr gesehen. Die ganzen Bücher haben wir vor allem früher gerne noch mit den Vampir-Texten so gespielt. Also Buch des Lebens, Buch des Mondes, da gab es ein paar davon. War eigentlich noch recht cool. Alter. Ja, richtig Oldschool-Karten. Lecco mio, ey. So, Freunde. Flip de Flip. Ich würde sagen, machen wir irgendwas schnell hin, wa? Haben wir seinen Effekt unterbrochen. Ja, mein Gott, ey. Oh. So, gleich ist vorbei, Freunde, auf eine möglichst einfache Art und Weise. Zum Glück. Weil ganz ehrlich, eine nervige Version des Duels hatten wir in der letzten Folge. Brauchen wir nicht nochmal.
Ach, wie ich einfach nicht negieren kann das Ganze. Krass. Früher ging es irgendwie besser. Okay, Duell vorbei, wir haben gewonnen. Ja, so geht der Fluss oder der Flow. Neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen, yeah. Oh Mann. So, der Sparrow. Astral gewöhnte sich immer mehr an diese neue Welt, in der er sich befand. Dazu gehörte, dass er süchtig wurde nach der packenden Action der erfolgreichen Fernsehserie mit dem Sparrow. Er konnte sich mit der Hauptfigur identifizieren, die ebenfalls aus einer anderen Welt stammte. Da er nicht verstand, was Fernsehen ist, ermutigte er Yuma, den Sparrow um Hilfe zu bitten, aber Yuma ignorierte es. An den nächsten Tagen in der Schule hatte seine Freundin Toei jedoch Neuigkeiten für ihn. Hey Yuma, hast du das schon gehört? Der Sparrow ist nun im Hafen, sie haben in der South Street ein Set aufgebaut. Diese Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen, Yuma. Wenn der Sparrow wirklich durch einen Dimensionswirbel hier gelangt ist, besteht die Chance, dass er etwas über mich und meine verlorenen Erinnerungen weiß. Astral glaubte wirklich, der Sparrow könne den Schlüssel zu seinen verlorenen Erinnerungen haben, während Toei ihrer Schwärmerei nachgeben wollte. Also stimmte Yuma widerwillig zu und sie versuchten, an den Sparrow heranzukommen. Schon kurz darauf schlichen sie sich auf das Set der Fernsehserie und konnten einen Blick auf den Sparrow erhaschen. Aufgrund des Mischgeschicks wurden Yuma und seine Freunde jedoch entdeckt und Yuma ließ dabei sein Duelldeck fallen. Als die Wachleute sie raufspürten, kam der Sparrow plötzlich aus dem Nichts herabgestiegen und er rettete Yuma. Ist das ein Deck? Es ist nämlich nicht meins. Hey, ich muss es fallen gelassen haben, danke. Nicht zu danken, obwohl ich eine kleine Bitte habe. Die wäre, ich werde dich zu einem üppigen Duell herausfordern. Üppig? Wenn ich gerade das Universum rette? Ja. Ist das ein Ernst? Großartig, mein echter Name ist übrigens Nelson. Nelson freut sich mit einem Freund zu duellieren. Leider unterbrach Nelson Mut die beiden und leitete Yuma hinaus. Oh Gott, hey, komm. Wenn wir nochmal weitermachen hier. Bla bla bla. Ja, manchmal. Also, er hat auch eine Nummerkarte, ist natürlich für Astral interessant. Denn er braucht ja alle Nummerkarten für sein Gedächtnis. Also, um es halt wieder herzustellen. Golem! Angriffsverkehrskontrolle, so. Und ich rufe Golem! Und dann würde ich mal sagen, setze ich mal noch 2 Karten verdeckt. Und dann frage ich mich mal so nebenbei. Okay, 2 Utopia im Deck, eigentlich unlogisch wegen der Nummer, aber egal. Terrorbyte und Leviathan-Drache. Ich frage mich auch, ob Yuma nachher die ganzen Nummerkarten, die er hier in Duellen gewinnt, auch im Deck hat. Also automatisch halt. Irgendwie wäre es ja cool. Was? Kann ich das überhaupt? Auszeit? Ich hätte gern einen schweren Sturm. Oh, was kommt jetzt? Switch mal und guck mal, was dabei noch rauskommt. Und Schaden zu. Ja, momentan kann ich nicht viel machen. Die Vertandrache rufen wäre zwar nett. Er müsste irgendwie 2 Stufe 3 Monster ja, rufen können gleichzeitig. Da bin ich eh im Arsch. Gagaga Magier, der kommt auch nicht schlecht gerufen. Nö, muss eine Stufe nicht anpassen oder so, da passt alles. Freunde, wir bilden das Überlagerungsnetzwerk für Golem und Gagaga Magier und rufen als Exis Beschwörung den unglaublichen Nummer 39 Utopia. Nun greife ich an und hoffe, dass ich nicht aufgehalten werde, weil ich einfach naiv bin. Ja, sehr naiv.
Schon wieder so richtige Oldschool-Karten. Ah, Alter. Der kommt gleich an. Name ist gleich hinter uns. Hier, Ganbara-Ritter, freu dich. Vor allem, falls ich noch mehr Monster kontrolliert. Ja, super. Wo sind denn andere Monster? Nur eins, so viele Zauber- und Fallenkarten. Super. Ach, Verkehrskontrolle, so ein geiler Name. Ja, komm, aktivier mal. Ein bisschen doof. Haben wir schon wieder 3 Monster im Friedhof? Ne, natürlich nicht. Ich habe 3 Stufe 4 Viecher. Einhalbiger Monsterbandit, deswegen bringt er mir nichts. Gut, ist vorbei, Freunde. So schnell kann es gehen. Ja, jetzt noch ein bisschen rauszögern können, aber ganz ehrlich, warum auch? Also ganz ehrlich. Vielleicht wäre im nächsten Zug was gekommen, ja, vielleicht. Vielleicht, wenn ich heute aufs Klo gehe, scheiße auf Regenbögen, also in dem Sinne. Die Chance etwa genau gleich groß. 1 zu 40, was? Egal. Das 5 Viech hier? Vor allem hier Gal, Schwerkraft-Axt. Ah, jetzt kriegen wir einen Weltraum-Taifun, ja, dankeschön. So, Goblin Birth. So, ist noch Zeit für eine kleine Kette. Okay, kann ich 2 gleichzeitig rufen? Das ist auch mal interessant. Das ist sogar sehr interessant, Freunde. Kagetokage und Goblinberg. Das Überlagerungsnetzwerk. Und dann rufe ich als Xyz-Beschwörung. Wieder einmal nur noch 30 Utopia, weil er sonst nichts anderes kann. So, die Offensive stimmt bis anhin mal. Angriff geht leider nicht, weil es der erste Zug ist. Obwohl, Spielzug 2, was? Ah. Fies. Ich dachte erst, also wäre Spielzug 1, weil er gar nichts gemacht hat, aber... Da hat er mich also auch einfach nur verarscht. Der Arsch. Was ist das hier? Okay. Also im Prinzip, als wir da so eine Scheiße machen im letzten Duell. Die Boys. Sind das 9 Otamas oder was? Hey, yo, wo sind die D-Boys? Alles klar? Fett, Alter. Krass, ey. Yo, Digga, check meinen YouTube-Channel. Und folgt mir auf Instagram und Snapchat. Oh, Tributbeschwörung. Lange nicht mehr gesehen. Alter. Das ist natürlich Stufe 10 Viecher, also. Ja, ich glaube schon.
Ja, mein Gott. Geht mir auf den Sack, hey. Teleport Sperrenspatz. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine andere Wahl. Also Topia zu boosten und das Base zu hoffen. Hat er zweimal nach dem Damage Step gefragt? Schon wieder? Alter. Ganz schön penetrant, Junge. Die von Herzen kommende Bitte. Ja gut, geht dann beim direkten Angriff. So, Kage Tokage kann ich leider nicht rufen, aber ich kann ihn rufen. Schade. War nur Stufe 4, war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist gut. So. Hätten wir gleich auch das Duell noch. Und ich würde tatsächlich sagen, Freunde, wir haben's. Fast. Ja, Moment. Da gehe ich mit. Was ja auch grausam viel gebracht hat. Aber nur um die Karte noch zu aktivieren. So. Im Sieg über den Sparrow gewann Yuma die Karte Nummer 83, Galaxiekönigin. Und Nelson wurde wieder er selbst. Die Nummerkarte gab eine weitere Nacht als Erinnerungen frei. Jetzt Zug meiner Welt anvertraut. Interessant. Ich glaube, damals, als das im Fernsehen, also sprich im deutschen Fernsehen lief, ich glaube sowieso so, ich glaube irgendwie erst mit der zweiten Staffel dazu kam. Also irgendwie erst, wo es, glaube hier rumging. Die Kämpfe hier. Da gab es irgendwie so eine Art Turnier, weil das hier, glaube ich, schon wieder etwas anderes. Ja, ja. Gut, das sowieso hier. Hier ist, glaube ich, noch die Kennenlernphase irgendwie. Und ich glaube, zweite Staffel, zweite Hälfte der ersten Staffel oder so, war das Turnier. Irgendwie so. Keine Ahnung. Aber egal, Freunde. Wie es weitergeht, hier zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.